Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist eine Frau, die völlig durchnässt vor mir steht. Platschnasse Kleider, die Haare nass. Es fließt nur so an ihr herunter. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Wenn man deine Anmoderation mal so losgelöst vom Kontext der bisher gehörten Krimi-Hörspiele hört, da würde sich ein seltsames Bild ergeben, was wir eigentlich für den Podcast zusammen machen. Also es gibt auch immer wieder seltsame Stell dich ein, zu denen hauptsächlich ich dich einlade. Begegnungen auf, ja gut. Also ich stehe platschnass vor dir. Es sollte aber in diesem Falle von der letzten Visite ja eigentlich ein hoffnungsmachendes Zeichen sein für alle unsere HörerInnen. Ich denke auch, zumindest Susanne hat sich befreien können aus dem Wasserturm Broderholz. Ich weiß nicht, was sie da oben alleine gemacht hat in der Nacht gestern, wer sie dahin bestellt hat, wer sie da reingeschubst hat, warum es da so Luken gibt zum Öffnen. Ich kann dazu wirklich keinen Kommentar abgeben, aber schön, dass du wieder da bist, trotz allem. Der Wasserturm Basel, da machen wir wirklich mal einen Ausflug hin, Wolfram, und zwar nach oben. Nicht nur das Drumherumlaufen. Die Aussichtsplattform. Ich finde, da hast du ein schönes Bild damals gewählt. Das ist ja nun so ein historischer Wasserturm und nicht einer, der nur so auf so dünnen Stelzen steht und oben ein Reservoir hat, sondern der ist ja wirklich noch schön gemauert und hat oben eine Aussichtsplattform. Also der passt wahnsinnig gut. So könnte er wirklich hier in unserem Hörspiel stehen. Und ja, aber du hast schon recht, die dunkle Wasserkammer gibt es natürlich auch. Genau, und in dieser dunklen Wasserkammer im 4. Teil der letzten Visite, da befindet sich jetzt unser Held, unser Holt, Dr. Bolt, reingeschubst von einer unbekannten Person. Und wir können ihm mal anfangen, dabei zuhören. Er kann noch davon erzählen, wie er versucht hat zu überleben. Und ich finde wirklich sehr eindrücklich und genau beschrieben. Wunderbar, Toll, ich habe euch ja gesagt, oder? Ja, So viel Zeit dass ich den Erzähler echt mag und jetzt hat er ein Bravourstück. Wirklich ein Bravourstück, was ihm da durch den Kopf geht. Wie es ihm körperlich geht, wie er sich langsam zurechtfindet da in diesem dunklen Wasserturm und eigentlich einfach gerade nur sich der Panik anheimbegibt. Toller Einstieg. Eine Auflösung all dieser Morde im Sanatorium und rundherum gibt es natürlich auch. Also viel Vergnügen beim 4. und letzten Teil der letzten Visite von Hans Gruhl. Viel Spaß. Die letzte Visite. Ein Kriminalhörspiel in 4 Folgen nach dem Roman von Hans Gruhl. Regie James Meyer. 4. Folge. Nein, ich bin schon als Kind kein sehr guter Schwimmer gewesen. Und auch meine wenigen Besuche mit Petra am Waldsee waren nicht sportlichem Ehrgeiz entsprungen. Sie hatten andere Motive. Ich dachte mit Wehmut daran zurück, sobald ich wieder klar denken konnte. Aber so weit war es noch nicht. Ich hatte schwere Sorgen und beträchtliche Mühe, meine Gedanken zu sortieren. Außerdem hatte ich kaum noch Luft. Das Wasser war eiskalt und ich musste unermesslich tief unter der Oberfläche gewesen sein. Erst einmal atmen, also tief und gleichmäßig, strampeln dazu und versuchen, nicht durchzudrehen. Wie war das passiert? Wie war das? Ruhig, ganz ruhig bleiben. Denken. Das Wichtigste zuerst. Wer hatte mir diesen Stoß versetzt? Wem verdankte ich, dass ich hier im Wasser... Später. Auch das hatte noch Zeit. Noch wichtiger, die Schuhe runter. Sie mussten runter. Ich tauchte mit dem Kopf, bog mich zusammen, zog die Beine an. Die Schnürsenkel waren verquollen und fest wie Eisendraht. Völlig sinnlos, sich damit abzugeben. Ich riss an den Absätzen, erst links, dann rechts. Es war, als wollten die Schuhe sich auf keinen Fall von mir trennen, besonders der rechte, aber nach 3 Versuchen versank auch er. Mein Sommeranzug war leicht und aus dünnem Stoff. Jetzt war er 4-mal so schwer und pappte an mir, kalt und glitschig. Das Schwimmen wurde dadurch schwerer und kostete mehr Kraft. Ich beschloss, die Hose abzustreifen und die Jacke anzubehalten, solange es ging. Der Hosengürtel bereitete Schwierigkeiten, aber ich schaffte es. Die Knopfleiste riss ich einfach auseinander. Dann war die Hose weg.
Ich legte mich auf den Rücken. So konnte ich es verhältnismäßig lange aushalten, das wusste ich. Nur keine Strapazen. Bisschen paddeln, mit Armen, Beinen. Es ging schon. Schlimmer war die Kälte. Also noch einmal von vorn. Jemand hatte mich in die Luke gestoßen. Wer? Wer hatte von meiner Verabredung mit Fräulein von Stack gewusst, um 9 Uhr abends am Wasserturm? Wir wollten ein Fenster wiederfinden, unten im Haus, hinter dem wir ein Licht gesehen hatten vor Tagen. Licht aus einer Taschenlampe, am Abend vor Annas Tod. Hatte sie nach dem verschwundenen Morphium gesucht in einem der Zimmer damals und hatte sie gewusst, wo sie suchen musste? Sie war ermordet worden, wie Dr. Bergius, der Rechtsanwalt, wie Schwester Inge. Und jetzt, jetzt sollte ich hier ersaufen. Im Trinkwasser der Klinik. Ja, hübsche Aussichten. Ich stieß mit dem Kopf gegen Stein und zuckte zurück. Die Einfassung des Brunnenschachtes war glatt und kalt. Über mir erkannte ich einen schwachen Schimmerlicht. Der Nachthimmel in einer der Luken. Langsam fand ich mich zurecht. Ich berührte wieder die Mauer. Ja, vielleicht ließ sich ein Vorsprung finden, eine Kante, ein Griff. Nichts. Ich stieß mich ab, hin zur inneren Mauer. Ich glitt wieder zurück, quer durch das Bassin, trieb an der Außenmauer entlang. Meine Zähne klapperten vor Kälte. Plötzlich durchfuhr mich ein heißer Schreck. Ein Hindernis, wieder Stein, aber kantig und rau, hielt meine Fahrt auf. Moment, ruhig, keine Panik. Das musste der Pumpenraum sein, ja. Er war in den Bassinsockel eingelassen. Klar, dass er in das Bassin hineinragen musste. Ich hörte die Pumpe tuckern. Wenn sie ausfiele, dann müsste jemand kommen. Ich könnte schreien und Illusionen. Lieber selber weitersehen. Noch war alles offen. Ich nahm meine Fahrt wieder auf, voraus und tastete die Wand ab, soweit Arm und Beine reichten. Nichts. Vorsichtig plätscherte ich an dem klobigen Würfel des Pumpenraums entlang. Jetzt kam die Ecke, eine raue Wand von vielleicht 3 Meter Länge, nass und schmierig zur Außenmauer hin. Ich tastete Zentimeter um Zentimeter. Dann stieß meine Hand an Metall. Ein Griff. Ein gebogener eiserner Griff, knapp über dem Wasserspiegel, kalt wie aus der Tiefkühltruhe, aber ich konnte mich festklammern. Und wo ein Griff war, da mussten noch mehr sein. Eine waghalsige Theorie, aber ich langte mal nach oben. Eine Armeslänge, ja, wieder ein eiserner Bügel. Dann nach unten, unter Wasser, im gleichen Abstand, der 3. Weiter nach unten tauchen wollte ich nicht. Meine Luft war auch zu knapp. Ich stemmte mich von dem mittleren Bügel ab und fingerte wieder nach oben. Meine Jacke saugte sich schmatzend fest im Wasser. Gut, dass sie die Hosen los war. Ich kam mit dem rechten Fuß zuerst auf den Griff, dann mit dem linken und klammerte mich an dem oberen fest. Weiter. Weiter ging es nicht mehr. Es war kein Griff mehr da. Dafür schlug meine Hand gegen Eisen. Eine Eisentür. Ja, ich tastete die Tür ab. Sie war ganz eingelassen und bildete mit der Steinwand eine ebene Fläche. Aber kein Riegel, kein Verschluss von innen. Natürlich, wozu auch? Der Konstrukteur hatte nicht ahnen können, dass eines Tages ein unseliger Idiot von innen heraus wollte, statt von außen hinein. Immerhin, ich hatte die Leiter und musste nicht ertrinken. Außerdem war es hier oben wärmer als im Wasser. Relativ. Die Luken über mir konnte ich gut erkennen, alle 3. Und alle waren geschlossen. Ja, mein freundlicher Mörder hatte die hinter mir zugeklappt, durch die er mich stieß. Ein ordentlicher Mensch. Aber bis jetzt war sein Plan nicht aufgegangen. Trotzdem, eine lehrbuchhafte Infektion der oberen Luftwege, die war drin. Wenn nicht gar eine schöne Lungenentzündung. Auf diese Weise konnte er sein Ziel immer noch erreichen. Mühsam wandte ich mich aus meiner Jacke. Als ich sie vom Leib hatte, zog ich sie unter der Sprosse durch, dann begann ich mit der freien Hand Körper und Beine warm zu reiben. Es wurde Zeit, dass mich jemand fand. Meine Zähne schlugen aufeinander wie Kastagnetten. Lange würde ich es nicht mehr aushalten.
Dann, was war das? Die Pumpe? Nein, Schritte. Schritte auf der Plattform. Ich hielt den Atem an und presste die Kiefer zusammen. Es waren Schritte. Aber nicht auf der Plattform, draußen. Und sie kamen näher. Wer kam da? Wer ging um diese Zeit auf den Turm? Es musste mindestens 10 sein inzwischen. Der Mörder? Wollte sich überzeugen von seinem Erfolg? Ich musste zurück ins Wasser. Der Kerl konnte mit einer Lampe das ganze Becken ausleuchten. Er konnte mich sehen, abknallen, was weiß ich, oder so tun, als wollte er mir raushelfen und mich dann erledigen. Ein Gegner war ich in diesem Zustand nicht mehr. Die Schritte hallten jetzt auf Stein. Der Besucher war auf der Treppe. Ich ließ mich schnell und lautlos hinunter, zurück ins Wasser. Ich tauchte so tief ein, dass nur noch Ohren und Nase herausragten. Er war jetzt über mir auf der Plattform. Er war deutlich zu hören. Wenn er eine Luke öffnete, dann wusste ich, woran ich war. Oh je, da fiel mir meine Jacke ein. Über mir, hinter der Sprosse. Kein Mensch konnte sie übersehen, wenn er mit einer Lampe durch die richtige Luke leuchtete. Verdammt nochmal. Aber es war zu spät. Langsam erstarrte mein Blut in den Adern. Meine Augen tränten. Aber nichts rührte sich an den Luken. Nur wieder der Hall von Schritten, jetzt aus einer anderen Richtung. Mehr von der Mitte, vom Wasser her. Jemand stieg zum Turm hinauf. Nur was wollte der Mörder auf dem Turm? Warum kümmerte er sich nicht um die Luken und um mich? Oder, ja, war es gar nicht der Mörder? Das war meine letzte Chance. Ich musste alles auf eine Karte setzen. Wabank. Hoch und an die eiserne Tür zum Schaltraum. Meine Arme waren schlapp wie nach 20 Klimmzügen. Ich klebte an der Mauer wie ein kranker Frosch. Aber dann fing ich an, mit der rechten Faust gegen die eiserne Tür zu schlagen und schrie und brüllte, mit allem Atem, den ich noch hatte. Meine Stirn fiel auf das kalte Eisen, mein Blut klopfte in den Ohren. Aus. Dann aber, die Schritte kamen herunter. Ja, kein Zweifel. Ich schrie wieder, horchte. Die Schritte wurden schneller. Er hatte mich gehört, wer es auch war. Um 10, bei völliger Dunkelheit, war jemand gekommen und hatte mich gehört. Ich hing an meinem Griff und atmete und wartete und war erschöpft und glücklich. Und ich hörte, wie die Tür zum Pumpenraum draußen in ihren Angeln quietschte. Ja, hier im Bassin. Sie müssen die Eisentür aufmachen. Die Eisentür zum Bassin. Im Pumpenraum. Ich bin dahinter. Die Eisentür. Petra, ich bin es, Bolt. Hier, hinter der Eisentür, im Bassin. Du musst versuchen, sie aufzukriegen. Die hat bestimmt einen Riegel. Sonst hole den Schlüssel von unten. So lange kann ich schon noch. Ja, im Pumpenraum. Direkt vor dir. Vermutlich war noch nie einem Mädchen auf diese Weise das Du angeboten worden. Sie fragte nichts mehr. Dafür hörte ich Gepolter und schleifende Geräusche. Die Tür wurde lebendig. Sie vibrierte. Metall kratzte auf Metall. Und dann kam der eiserne Türflügel zu mir herein. Langsam, knirschend und schwer. Ich sah Licht und Petras Gesicht. Ratlos, als wäre ich das leibhaftige Rotkäppchen aus den Märchenbüchern ihrer Kindheit. Wie bist du denn... wie sind Sie denn hier hereingekommen? Moment. Hier. Nimm zuerst meine Jacke. Ja, geben Sie her. Ich zerrte das nasse Bündel hinter der Sprosse vor. Petra griff danach. Dann legte ich die Hände auf die untere Kante der Mauer und versuchte, mich hochzustemmen.
Petra packte mich unter den Achseln und riss mich nach oben, weg vom Wasser. Ich rutschte mit dem Bauch über die Kante. Meine Beine kamen von selbst hinterher. Ich merkte es nicht. Ich fiel herunter auf den Boden. Petra hielt mich immer noch fest und sah mich an, als hätte sie mich soeben zur Welt gebracht. Na, mir scheint, am Leben sind sie noch. Aber sonst verstehe ich überhaupt nichts mehr. Verzeih, dass ich ohne Hosen vor dir sitze. Die liegen im Bassin. Sie müssen ins Bett so schnell wie möglich. Sie können sich ja den Tod holen. Ja, genau das war die Absicht. Was? Ja. Nein, erzählen können Sie mir nachher. Komm jetzt. Ja, nachher gehen wir. Komm, ich stütze dich. Sonst schaffst du es nie. Das geht schon. Von dem Weg zurück ins Haus weiß ich nur noch, dass Petra nichts sagte und nichts fragte und mich stützte. Dann waren wir in meinem Zimmer. So. Und jetzt weg mit dem nassen Zeug. Na los, los. Ja, Wo ist dein Bademantel? im Schrank. Ja. Wirst du meinen Anblick auch ertragen können? Ich habe schon ganz andere Anblicke ertragen. Na, hoffentlich nur nur dienstlich. Teilweise. Meine Papiere sahen aus, als wären sie mit einem Waffeleisen gebügelt worden. Mein Hemd und mein Unterzeug rochen nach Wasser, Moder und Schlick, aber soviel ich weiß, sprangen keine Frösche heraus. Ich kroch in den Bademantel. Petra begann an mir herumzureiben wie eine Masseuse in Tokio. Das Blut verteilte sich wieder in normale Bahnen, aber Schauer liefen noch lange über meine Haut und meine Füße gehörten mir nur zur Hälfte. Na, besser? Wundervoll. Sag mal, hat uns eigentlich jemand gesehen, als wir runterkamen? Oh, ich glaube nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum? Nur so. Du kriegst jetzt sofort in die Federn. Schwitzen und schlafen. Geht nicht. Ich muss den Noges anrufen, Petrine. Was? Ja, jetzt gleich. Wenn wieder was passiert und er hat nichts gewusst von meinem Badeausflug, dann, ich weiß nicht, was er da mit mir macht. Ich ziehe mir nur schnell was an und dann gehen wir runter in unsere Röntgenbude, ja? Na schön, wenn du meinst, dass es nicht Zeit hat. Siehst ja auch schon wieder ganz manierlich aus. Ja, danke. Und außerdem, Was außerdem? ich könnte dir unten einen Grog machen. Grog? Grog. Ich habe eine Flasche Rum unten. 55%. Na, wozu brauchst du denn rum? Oh, ich dachte mir, wenn mein Chef vielleicht mal ins Wasser fällt, dann freut er sich. Verschwinde, aber ganz schnell. Und stell schon das Wasser auf. Du bist ja schon wieder ganz schön munter. Ja, das macht die Aussicht auf den Grog. Prophylaxe ist die Seele der Medizin. So, und jetzt her mit einem Hemd und einer trockenen Hose. Ich gehe schon vor, ja, und kümmere mich um das Wasser. Und pass gefälligst auf dich auf. 5 Minuten später war ich fertig. Ich hätte nie geglaubt, welche Wohltat trockene Wäsche sein kann. Ich hatte ein Flanellhemd angezogen und einen Pullover. Für mich war heute Abend der Herbst vorverlegt. Der Wasserkessel summte schon, als ich herunterkam, und Petra hatte sogar richtige Grogbecher mit Glasstäbchen bereitgestellt. So, gleich fertig. Man sollte öfter ins Wasser fallen. Und was ist das? Grippetabletten. Die nehme ich auch immer. Du wirst sie zum Grog schlucken. Nein. Na? Jawohl, selbstverständlich. Na, zieh nicht so ein Gesicht. Du hast selbst gesagt, Prophylaxe ist die Seele der Medizin. Ja. Nicht zu wenig Grog. Na? Ja, gut. Und hinunter damit. Ja. Vergiss die Pillen nicht. Schön. Sie rutschen nicht. Und außerdem werde ich Blasen im Dünndarm kriegen. Oh. Aber das, wenn ich an die Kälte da oben denke, wird es schon gehen. Weg. Ha. So, und jetzt erzähle. Ich will endlich wissen, wie du in das Bassin geraten bist. Ich trank und erzählte Petra vom Verlauf des Abends. Sie hörte zu, ohne mich zu unterbrechen. Dann sah sie mich eine Weile schweigend an. Du bist ganz sicher, dass es so war? Du spinnst nicht etwa? Nein, spinne nicht. Ich habe dich raufgehen sehen von meinem Zimmer aus. Aber oben auf dem Turm bist du nicht erschienen. Eben. Es
kam mir zwar komisch vor, aber ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Naja, und wie es dann so gegen 10 war, hatte ich plötzlich Lust, auch noch mal an die Luft zu gehen. Nur so, vorm Schlafen. Ich dachte, vielleicht treffe ich dich. Ich habe gar nicht geglaubt, dass du noch da oben bist. Naja, lass deinen Grog nicht kalt werden. Nein. Prost. Hast du die Stack raufgehen sehen? Die habe ich heute den ganzen Tag nicht gesehen. Ach, ich möchte wissen, was mit der passiert ist. Als ich ging vorhin, da brannte in ihrem Zimmer Licht. So? Na, wir fragen sie morgen. Aber vor dem nächsten Grog versuche ich es mit Nogis. Sonst riecht er gleich durch den Draht, was los ist. Ja, und wenn er schon schläft? Dann muss ich ihn wecken. Fast 11:30 in der Nacht. Na und? Ich ging in den Diktierraum zum Telefon. Petra setzte sich neben mich so nahe, dass sie mithören konnte. 2, 3, 4, Nogis? Entschuldigung. Bolt hier, Herr Kommissar. Ja? Es tut mir leid, dass ich Sie stören muss um diese Zeit, aber es war wieder was los. So? Ich erzählte alles so kurz wie möglich. Meine Stunde im Wasser kam dabei knapper weg, als sie es verdient hatte. Interessant. Sind Sie wieder trocken? Oh ja, und warm. Ja, das ist schön. Ich wollte es nur sofort melden, wissen Sie. Ich weiß ja nicht, wann Sie wieder mal hier herauskommen. Ich wäre morgen Vormittag sowieso gekommen. Morgen Vormittag? Warum denn? Er hat es nicht gesagt, mein Schatz. Vielleicht führt er wieder ein kleines Stück mit uns auf. Er sollte lieber den Mörder endlich finden. Der läuft hier herum und... Mein Gott. Weißt du eigentlich, dass du in Gefahr bist? Oh, ja. Ich hatte es ganz vergessen. Der Anschlag ist daneben gegangen. Jederzeit kann der Nächste kommen. Bereitet dir das Kummer? Frag nicht so dumm. Komm, trinke mir noch einen. Ja. So. Ich habe sowieso etwas Wichtiges vergessen. Was denn? Tja, man muss wohl erst kurz vor seinem seligen Ende stehen, bevor man ein Mädchen küsst und mit der zweiten Person Singular anredet. Dabei wollte ich das neulich schon tun am Waldsee. Denn immer nach dem Baden habe ich das so, also direkt zwanghaft. Oh, da musst du dir eine Psychoanalyse machen lassen. Du, das ist eine glänzende Idee. Vermutlich habe ich als Neugeborener nach dem täglichen Reinigungsbad regelmäßig die Kinderschwester geküsst und daher hat sich ein Bodensatz in meiner Seele Also sag mal, willst du mir jetzt einen Vortrag halten? Nein. Entschuldige. Ich möchte die formlose Duzbrüderschaft aus dem Pumpenraum in würdiger Form nachvollziehen. Aber das ist Widersprich nicht. Bedenke, dass ich kältegeschädigt bin. Mein Name ist Johannes. Und wie heißen Sie? Petrine? Ich stürzte den glühheißen Grog hinunter, verbrannte mir natürlich die Zunge und küsste sie. Unanständig lange. Sie hatte nichts dagegen. Als ich die Tür vom Flur her öffnete, waren wir glücklicherweise schon auseinander. Professor Bierstein stand im Türrahmen. Mir war doch so, als ob ich hier Stimmengemurmel hörte. Und den Geruch kenne ich auch. Hat einer Geburtstag? Ich habe meinen vorverlegt, Herr Professor. Oh, das ist sehr vernünftig. Aber ziehen Sie sich immer so warm an zum Grog trinken? Ich komme mir seemännischer vor in solcher Kleidung. Möchten Sie auch einen Grog, Herr Professor? Oh, doch, sehr gerne, Mädchen. Es ist zwar eine ungewöhnliche Zeit, in eine Privatgesellschaft einzubrechen, aber einen trinke ich mit. Haben Sie noch gearbeitet? Oh, nur zu meinem Vergnügen. Ich baue meine Kamera um, wissen Sie? Das muss ich Ihnen zeigen, wenn es fertig ist. Was ganz Neues. Da sind noch nicht mal die Japse dahinter gekommen. Patentreif? Oh, ganz bestimmt.
Wenn es so hinhaut, wie ich mir das denke... Bitte schön, Herr Professor. Oh, danke schön, danke. Na also, Prost. Ja, zum Wohl. Auf die Erfindung, Herr Professor. Ja, hoffentlich seht ihr morgen auch was auf euren Bildern. Ach, wir gehen sofort schlafen jetzt. Aber jeder für sich, bitte ich mir aus. Ach, Herr Professor. Ja, das ist schon gut. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich wartete, bis er draußen war und seine Schritte verklungen waren. Dann sah ich Petra an. Denkst du was? Du? Mhm. Ich auch. Wollte er nachsehen, ob ich noch lebe? Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Na? Er war es doch, der die Idee hatte, wie Dr. Bergius umgebracht worden sein könnte. Glaubst du, er hätte uns davon erzählt, wenn er selber... Vielleicht möchte er gerade, dass wir so denken, wie du eben gedacht hast. Eine unheimliche Geschichte. Unsere Flasche ging schnell zur Neige. Mir wurde warm und fröhlich ums Herz. Und außerdem bekam ich Mut. Wie geht es dir jetzt? Diese Frage kommt zur rechten Zeit. Was guckst du denn so komisch? Es geht mir ausreichend bis mittelmäßig bis befriedigend. Die Gefahr einer doppelseitigen Pneumonie, haben Sie, Schwester? Mit anschließender Vereiterung der Rippenfälle und Eintritt des Todes infolge Zusammenbruch des Kreislaufs, Koma, scheint zunächst gebannt, aber... Männern sollte man keinen Alkohol geben. Ich trinke den Rest alleine, wenn du mir nicht sofort eine vernünftige Auskunft gibst. Also, wie geht es dir? Es, ein bisschen friere ich immer noch. Ist das wahr? Ja, es war. Was ich brauchte, wäre eine Wärmflasche vielleicht. Oh, ich habe keine da. Ja, ich dachte vielleicht, dass du... Ach, du hast wirklich zu viel getrunken. Also es kommt überhaupt nicht in Frage. Überhaupt nicht. Ja. War auch nur seine Anregung, eine ärztliche. Also ist dieser Mensch halb tot und dann sowas. Sie räumte die Trinkgefäße weg. Wir gingen nach oben und sagten uns gute Nacht. Recht förmlich. Schade. Eine Viertelstunde später lag ich unter meiner Decke, wurde langsam warm und dachte an das kalte Wasser oben im Turm und an das Unberechenbare in den Frauen und dann kam Petra, ganz leise. Ja? Nur eine halbe Stunde. Ja. Aber sei so gut und schließ ab. Manchmal irren sich die Leute in der Tür. Ich habe mich nicht geirrt. Ich weiß. Du hast nur meine Anregung aufgegriffen. Scheusal. Au! Woran denkst du? An 3 Dinge. Erstens daran, dass ich überaus zufrieden bin. Zweitens, wie die gesetzlichen Bestimmungen sind bezüglich der Steuer, wenn man die Ehefrau im eigenen Röntgeninstitut als Assistenten beschäftigt. Und drittens, wie sich meine Hose auf die Qualität des Trinkwassers im Bassin auswirkt. Du kannst es ja probieren. Was? Das Wasser. Aber ich glaube, da ist eine Filteranlage eingebaut. Der Mond draußen war jetzt heller. Der silbrige Schein streifte die Bettdecke und zauberte ein helles Viereck an die Tür, genau in die Höhe der Klinke und des Schlosses.
Ich folgte dem Licht zufällig mit den Augen und sah, wie sich die Klinke ganz langsam in kleinen, behutsamen Rucken nach unten bewegte. Jemand wollte mich besuchen. Ich zog Petra an mich und legte meinen Zeigefinger auf den Mund. Dann deutete ich zur Tür. Wir hörten unseren eigenen Atem nicht mehr. Petra blieb ganz ruhig. Es war, als säßen wir im Kino und verfolgten eine besonders spannende Szene. Die Klinke hatte den tiefsten Punkt erreicht. Sie blieb dort 4, 5 Sekunden. Ich fühlte förmlich, wie die Tür nach innen gedrückt wurde. Dann ging die Klinke wieder nach oben, unhörbar und druckweise, wie sie sich gesenkt hatte. Der Mond war ein Stückchen weiter gewandert. Er ist wieder weg. Weißt du, dass du mir heute zum 2. Mal das Leben gerettet hast? Ja. Ich habe noch nie abgeschlossen. Heute das erste Mal. Mein Gott, wer war das? Jemand, der sich vor mir fürchtet. Vielleicht mein Schwimmlehrer. Oh, lass das. Mein Gott, wer denn? Wenn wir Mumm gehabt hätten, aufzustehen und die Tür aufzureißen, wüssten wir es jetzt. Soll ich? Nein. Ist mir auch lieber so. Der Bursche sitzt in der Klemme. Er ist nervös geworden. Genau so, wie ich es mir gedacht hatte. Aber morgen, wenn er nun morgen noch... Morgen kommt Nogues. Nogues kam um 11. Er lehnte am Fensterbrett bei Petra, als ich aus meiner Dunkelkammer trat. Sie blinzelte mir zu und huschte dann hinaus. Guten Morgen, Herr Dr. Bold. Ja. Ich hoffe, Sie haben einen Moment Zeit für mich. Ja, sicher. Oh, Gesundheit. Erkältet? Oh, noch nicht, nein. Na, fein. Sie sind ja auch Selbstversorger, mit Pillen meine ich. Ich habe Grog vorgezogen. Aha, Naturheilkunde, noch besser. Wann sind Sie ungefähr fertig hier? Das dauert nicht mehr lange noch. 3 Durchleuchtungen, höchstens, ja, sagen wir höchstens 20 Minuten. Ah ja, das ist ja sehr schön. Ich wollte die Damen und Herren der Ärzteschaft nämlich bitten, um 12 mit mir den Turm zu besteigen. Ah ja, wieder eine Laienspielinszenierung. Ja, so etwas Ähnliches. Aber es wird sicher nicht lange dauern. Sie werden pünktlich essen können. Ja, das beruhigt mich sehr. Ich werde um 12 oben sein, obwohl ich von meinem letzten Ausflug auf den Turm eigentlich noch ausreichend bedient bin. Das ist verständlich. Sie waren mit Fräulein Dr. von Stack verabredet. Das sagten Sie doch, oder? Ja, wir wollten uns diese Fenster noch einmal ansehen. Na, das können wir ja nachher auch noch einmal machen. Gut, dann will ich Sie jetzt nicht länger aufhalten. Bis dann also. Bis dann. Herr Kommissar. Ja? Da wäre aber noch etwas. Ja, ich höre. Heute Nacht, ich war zufällig wach und konnte meine Tür erkennen, im Mondlicht. Es war jemand draußen und wollte rein. Die Klinke ging herunter, ganz langsam und lautlos. Nach der Schwimmstunde also? Ja, nach der Schwimmstunde. Und Sie haben nicht geträumt? Oh nein, ich war hellwach. Ja, und weiter? Ja, nichts weiter. Ich hatte abgeschlossen. Die Klinke wurde wieder losgelassen und das war alles. Wäre es möglich, verzeihen Sie, dass eine Dame... Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Ich dachte eher, es wäre vielleicht derjenige, der mich auch ins Wasser gestoßen hat. Möglich. Wie spät war es ungefähr? Das kann ich nicht genau sagen, aber es muss erheblich nach Mitternacht gewesen sein. Nach meinem Hallenbad war ich gleich eingeschlafen. Ja, und nach dem Grog? Ja. Und ich muss bekennen, ich hatte keine Neigung rauszugehen und nachzusehen, wer mich besuchen wollte. Das war wohl auch besser. Noch etwas? Nein, sonst nichts. Gut, Doktor. Dann erwarte ich Sie um 12 dort oben. Er wies aus dem Fenster zum Turm, lächelte freundlich und ging hinaus. Oh, in der Tür stieß er fast mit Petra zusammen. Sie kam zurück. Ja, und? Wir können weitermachen, Madame. Was wollte er von dir? Oh, nicht viel. Er hat mich nur eingeladen, um 12 mit ihm den Turm zu erklimmen. Ach. Die anderen Akademiker auch. Du kannst uns von hier aus zugucken. Ja, und was will er dort? Das hat er mir nicht verraten. Ich habe ihm auch von der Türklinke erzählt. Oh. Aber
Nur von der Klinke. Der Ruf einer Dame ist mir. Mach keine Sprüche. Sie senkte doch die Augenlider und sah sehr niedlich aus. Ich betrachtete mir noch 3 Brustkörbe, dann war Schluss. 11:55 zog ich meine Jacke an und ging. Vor mir zwischen den Rasenflächen marschierte der Kollege Pinkus. Ich rief ihn an. Er wartete. Solange ich hier diene, bin ich noch nie mittags auf den Turm gestiegen. Tja, Wen von uns wird denn der Herr Kommissar heute beim Kragen nehmen? Sie haben recht. Eigentlich müsste mal jemand anderes dran sein. Wir beide waren ja schon. Kann er denn den Herrn Mörder nicht unten entlarven? Ich meine, wozu braucht er die Höhenluft? Das ist höhere Strategie, Herr Kollege. Hoffentlich lässt er uns nicht erst zum Abendessen wieder herunter. Sehen Sie mal, dort am Turm. Wird einer von Nogues Leuten sein? Denkt er, einer reist aus? Vielleicht tut es einer. Ich nicht. Ich habe viel zu großen Hunger. Wir nickten dem schweigsamen Herrn am Fuße des Turmes zu und stiegen zur Plattform hinauf. Ich warf noch einen Blick auf die Luke, die mich gestern so unfreundlich aufgenommen hatte. Auf der Wendeltreppe hörten wir Stimmen von oben. Ich schob mich hinter Pinkus ins Freie. Fräulein von Stack, Bierstein und Nogues blickten uns entgegen. Wir waren komplett. Nogues lächelte. Meine Damen, meine Herren, ich hoffe, Sie vergeben mir die Beschwernisse dieses Weges. Mir ist die Idee erst heute früh gekommen, aber ich kann zu meiner Entlastung hinzufügen, dass Herr Dr. Bolt mitschuldig daran ist. Tut mir leid. Er rief mich letzte Nacht an. Er hatte gestern Abend, so gegen 9, ein seltsames Erlebnis, kein sehr lustiges. Er war hier auf der oberen Plattform verabredet, aber er kam nicht bis hierher. Eine der Luken am Bassin stand offen, unten auf der Plattform des Turmsockels. Er wollte sie schließen. Dabei wurde er hineingestoßen, ohne den Angreifer zu erkennen. Was ist ja? So war es doch, Dr. Bolt. Ja, ganz recht. Ja, Bolt, warum haben Sie denn kein Wort davon gesagt? Moment, Herr Professor. Ich möchte die Geschichte schnell zu Ende führen. Also, Herr Dr. Bolt schwamm eine Weile herum im Bassin, dann fand er die Leiter, diese eingelassenen Griffe. Er konnte sich festhalten. Seine Assistentin, Fräulein Petra, kam zufällig zum Turm gegen 10. Er konnte sich bemerkbar machen und kam mit ihrer Hilfe wieder heraus, durch die Tür zum Pumpenraum. Ja, wenn die Geschichte stimmt, dann verzichte ich heute auf das Abendessen. Vorsicht, Dr. Pinkus, die Geschichte stimmt. Verabredet war Herr Dr. Bolt mit Fräulein Dr. von Stack, wie er mir erzählte, um 9. Waren Sie hier, Fräulein Doktor? Ja, ich war hier. Wann? Ich glaube, ich hatte mich etwas verspätet. Es war vielleicht 9:15. Genau kann ich das nicht sagen. Kollege Bolt kam nicht. Ich habe gewartet vielleicht bis 9:30. Dann bin ich wieder nach unten gegangen. Oh, wenn ich gewusst hätte. Und Sie haben niemanden bemerkt auf dem Weg hierher oder nach unten später? Nein, niemanden. Haben Sie eine geöffnete Luke gesehen? Nein, Herr Kommissar. Ich habe auch nicht darauf geachtet. Es war ja auch schon dunkel. Und Sie haben zu dieser Zeit noch nicht gerufen, Herr Dr. Bolt? Wie? Sie haben zu dieser Zeit noch nicht gerufen? Entschuldigung, nein. Ich hatte genug damit zu tun, herauszufinden, wo ich mich festhalten konnte. Und außerdem, ich vermutete ja niemanden hier, außer... Außer? Naja, außer demjenigen, der mir zu dem Bad verholfen hatte. Würden Sie uns bitte erzählen, Fräulein Doktor, aus welchem Grund Sie mit Herrn Dr. Bolt verabredet war? Ja, gewiss. An dem Tag, als Oberschwester Anna den Verlust des Morphiums meldete, waren wir beide, Herr Dr. Bolt und ich, hier oben auf dem Turm, abends, und beobachteten ein merkwürdiges Licht hinter 2 Fenstern. Vermutlich aus einer Taschenlampe. Kollege Bolt meinte, die Oberschwester könnte in diesem Zimmer nach dem Morphium gesucht haben. Sie hatte ja so getan, als wüsste sie, wer der Dieb ist. Aber Kollege Bolt konnte sich nicht mehr genau erinnern, welches Fenster es gewesen war. Er bat mich gestern Nachmittag, mit ihm zusammen noch einmal nachzusehen. Das ist alles. Vielen Dank, Fräulein Doktor. Ja, meine Herrschaften, Sie werden mir zugeben müssen, dass nach Dr. Bolts nächtlichen Erlebnissen folgende Annahme sich geradezu aufdrängt. Die Oberschwester hatte tatsächlich einen bestimmten Verdacht und suchte in einem bestimmten Zimmer. Sie hat das Morphium nicht gefunden, denn es taucht im Streptomycin für Herrn Rechtsanwalt Bergius wieder auf. Er starb daran.
Die Oberschwester wurde dennoch unschädlich gemacht, ebenso wie gestern Dr. Bolt unschädlich gemacht werden sollte. Denn sein Einfall war gefährlich für den Täter. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht gelingt es jetzt, das fragliche Fenster wiederzufinden. Würden Sie bitte einmal hinuntersehen? Wir wandten unsere Köpfe zum Haus hin. Nogues schwenkte seinen Arm mit weit ausholender Bewegung. Hinter einem der Fenster erschien ein greller Lichtfleck, der auch in der Mittagssonne zu sehen war. Ich zählte. Das Fenster lag fast in der Mitte der Front. Es war das 7. vom rechten Ende des Hauses her gesehen im Obergeschoss. Die Lampe beschrieb ein paar Kreise. Ich habe einen meiner Herren mit einem starken Scheinwerfer ausgerüstet und beauftragt, nacheinander in die fraglichen Zimmer einzudringen. Ich hoffe, Sie verübeln mir diesen ungesetzlichen Eingriff nicht. Sehen Sie mal, weiß jemand von Ihnen, in wessen Zimmer sich mein Mitarbeiter jetzt befindet? Ja, das ist Bolts Zimmer. Was, meins? Nein, warten Sie mal, das könnte auch meines sein. Ja, es ist gar kein Zweifel. Sind Sie sicher, Dr. Pinkus? Ja, absolut. Warten Sie mal. Professor Bierstein hat das Zimmer auf der Ecke. Eines seiner Fenster geht zur Seite raus, eines nach hinten, also in unserer Richtung. Das ist das erste von rechts. Und dann kommt Fräulein Doktor mit 2 Fenstern, dann Bolt mit 2, ja, und dann ich. Klarer Fall. Sind Sie auch dieser Ansicht, Dr. Bolt? Ja, das ist mir von hier aus noch nie so recht klar geworden. Aber ich würde sagen, ja, es scheint zu stimmen. War das Licht an dem betreffenden Abend hinter diesem Fenster? Ich glaube nicht. Also ich möchte meinen weiter nach rechts, zur Ecke hin. Mhm. Fräulein Doktor? Tja, wenn ich das noch wüsste. Es war auch so kurz. Aber ja, es könnte weiter hinten gewesen sein. Mhm. Dann achten Sie bitte darauf, mein Kollege wird jetzt auf mein Zeichen hin von Fenster zu Fenster gehen und von Zimmer zu Zimmer. Ja, wenn alle durchprobiert werden, erinnere ich mich sicher besser. Nogues hob wieder die Hand, das Licht verschwand. Es dauerte ein paar Sekunden, dann blitzte es hinter dem nächsten Fenster wieder auf. Mein Zimmer. Ja, Dr. Bolt? Ja, das ist mein Zimmer. Aber ich meine, es war noch weiter nach rechts. Fräulein Doktor? Tja, das ist wirklich schwer zu sagen. Vielleicht das nächste. Ich weiß es nicht. Die Lampe wanderte weiter. Mein zweites Fenster, dann das Zimmer des Fräulein von Stack, in dem ich gestern viel zu viel Likör getrunken hatte. Nun, bitte? Das ist ein verflixtes Kreuzworträtsel, Herr Kommissar. Also das oder das davor oder das nächste. Also ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Ja, also, ich glaube, es war so, wie Dr. Bolt sagt. Das oder das davor. Also bei Ihnen, Kollegin, oder bei Kollege Bolt? Es bleibt nicht viel anderes übrig. Was meinen Sie? Ich würde sagen, eines von diesen beiden. Welches, kann ich nicht mehr sagen. Mit Sicherheit also nicht das letzte Fenster von Professor Bierstein. Nein, das mit Sicherheit nicht. Danach müssen wir also annehmen, dass die Oberschwester im Zimmer von Herrn Dr. Bolt oder in dem von Fräulein Dr. von Stack gesucht hat. Vielleicht eine geringe Möglichkeit auch bei Herrn Dr. Pinkus, immer vorausgesetzt, dass sie es wirklich getan hat. Also ich kann mir nicht helfen. Das scheint mir alles ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Warten Sie einen Augenblick, Herr Professor. Ich gebe zu, dass wir noch nicht sehr viel weitergekommen sind. Aber vielleicht hilft uns etwas anderes. Jeder von Ihnen hat doch eben anhand der Fenster sein eigenes Zimmer erkannt, oder nicht? Ja, aber schließlich... Herr Dr. Pinkus war sogar so freundlich, uns die Reihenfolge der Zimmer anzugeben. Sie hätten das ohne Zweifel auch alle gekonnt, oder? Wenn man so lange hier arbeitet, ist das kein Kunststück. Sie auch, Fräulein Doktor? Ja, natürlich. Aber Sie, Herr Dr. Bolt, hätten damals Ihr Zimmer nicht herausgefunden. Nein, ich fand es ja kaum von Ihnen. Ich war erst den 2. Tag hier. Ja, das ist einleuchtend. Nur bei Ihnen, Fräulein Doktor, Sie hätten doch sicherlich gewusst, welches Zimmer in Betracht kommen könnte, so wie Sie es jetzt eben auch gewusst haben. Es waren mehrere Fenster, die in Frage kamen. Gewiss, gewiss. Dr. Bolt hat mir aber erzählt, dass er Sie an diesem Abend gefragt hat, wessen Zimmer das wohl wäre, hinter dem der Lichtschein zu sehen war. Sie sagten ihm, Sie hätten keine Ahnung, wohlgemerkt, keine Ahnung.
Der Lichtschein muss in ihrem Zimmer gewesen sein oder in den beiden links benachbarten. Es ist doch höchst unwahrscheinlich, dass eine Frau, die seit Monaten hier arbeitet, ihre eigenen Fenster von außen nicht kennt. Einem Mann kann das passieren, einer Frau nicht. Sie kennt jeden Vorhang, jede Blume auf dem Fensterbrett und weiß, wer rechts und wer links von ihr und wer am anderen Ende wohnt. Aber sie hatten keine Ahnung. Und daraus könnte man schließen, dass sie sehr genau wussten, aus welchem Zimmer der Lichtschein kam. Es war ihr Zimmer, Fräulein Dr. von Stack. Aber ich wusste wirklich nicht. Warum sollte denn in meinem Zimmer... Wir müssen gewisse Dinge in Zusammenhang bringen. Dr. Bolt erzählte Ihnen gestern von seiner Idee mit den Fenstern. Nur Ihnen, Fräulein Doktor. Er traf Sie hier oben nicht an. Stattdessen wurde er durch die Luke ins Wasser gestoßen. Waren Sie nicht vielleicht doch schon oben und haben auf ihn gewartet, wie Sie auf Oberschwester Anna und Schwester Inge gewartet haben? Aber das ist ja absurd. Sie hatten die Luke geöffnet und Sie hatten richtig gerechnet. Herr Dr. Bolt wollte sie schließen. Wenn er es nicht getan hätte, wären Sie ihm am Turm begegnet, wie verabredet. Und ich halte es für möglich, dass Sie noch weitere Überraschungen für ihn bereithielten. Muss ich mir das wirklich gefallen lassen, Herr Professor? Wir wollen das alles zunächst als Hypothese betrachten. Wir nehmen an, dass seine Idee für Sie gefährlich werden konnte, wenn er das Fenster tatsächlich wiederfand. Also mussten Sie das verhindern. Schwester Anna hatte offenbar wirklich in ihrem Zimmer nach dem Morphium gesucht. Sie muss den Diebstahl beobachtet haben. Sie beobachtete immer alles, wie ich mir habe erzählen lassen. Sie konnte nur nicht wissen, dass Sie vom Turm aus ihrer Tätigkeit zuschauten. Natürlich wussten Sie sofort, was das bedeutete, zumal Anna geäußert hatte, sie könnte sich schnell Gewissheit verschaffen. Also blieb nichts anderes übrig, als Anna zu beseitigen. Sie gingen nachts zum Turm und stellten die Pumpe ab. Sie waren sicher, dass Anna kommen würde, und sie kam. Sie betrat den Schaltraum. Sie standen oben an der Luke. Der Stein war wohl schon locker. Sie mussten nur noch ein bisschen nachhelfen und ihn im rechten Augenblick fallen lassen. Ich verbitte mir jetzt diese ungeheuerlichen Anschuldigungen. Einen Moment noch, Fräulein Doktor. Herr Kommissar, wollen Sie denn wirklich Bitte behaupten? lassen Sie mich meine Theorie zu Ende bringen. Wir können dann immer noch sehen, ob ich mich irre. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, richtig. Anna war tot. Sie hatte das Morphium nicht gefunden. Nun verschlechterte sich der Zustand des Patienten Bergius. Rapide. Er starb nach der letzten Punktion. Gleichzeitig verschwand die Flasche mit dem Streptomycin, mit dem er behandelt worden war. Ihnen, Herrn Professor, verdanken wir die Aufklärung dieses Mordes. Sie hatten den richtigen Einfall. Morphium intralumbal. Schwester Inge hatte gesehen, wer das Medikament verschwinden ließ. Sie wollte Herrn Dr. Bolt ins Vertrauen ziehen und sprach mit ihm im Durchleuchtungsraum. Unglücklicherweise war die Sprechanlage nach draußen eingeschaltet. Dr. Bolt hat an den Schaltern gespielt, während er auf einen Patienten wartete. Einen Patienten von Ihrer Station, Fräulein Doktor. Ich hörte, dass die Ärzte manchmal bei den Durchleuchtungen zusehen und dass Sie das oft getan haben. Sie kamen mit Ihrem Patienten, als Inge gerade bei Herrn Dr. Bolt war. Sie hörten das Gespräch. Damit war auch Inges Schicksal besiegelt. Denn es durfte nicht herauskommen, wer das Morphium-Streptomycin-Gemisch weggenommen hat. Man hätte nach Gründen gefragt und das hätte peinlich werden können. Das Motiv der Morde an Anna und Inge lag völlig im Dunkeln, bis Professor Bierstein erkannte, dass auch der Patient Bergius ermordet worden war. Und mein Motiv, den Herrn Dr. Bergius zu ermorden, das haben Sie ohne Zweifel gefunden. Ich gebe zu, dass das schwierig war. Ich komme gleich darauf zurück. Meine Hypothese lautet, wenn sich alles so verhielt, wie ich es Ihnen eben schilderte, dann drohte Ihnen die letzte Gefahr von Herrn Dr. Bolt. Sie wollten ganz sicher gehen. Lieber einen Mord mehr, als das kleinste Verdachtsmoment riskieren. Ich nehme an, Sie haben hinter Ihrem Fenster gewartet und waren doch recht erschrocken, als Sie plötzlich Herrn Dr. Bolt und Fräulein Radies vom Turm herunterkommen sahen. Er lebte. Das war unangenehm. Und in der gleichen Nacht noch hat jemand versucht, in sein Zimmer einzudringen. Glücklicherweise hat er abgeschlossen. Möchten Sie uns nicht verraten, auf welche Weise Sie ihn umbringen wollten? Ich will Ihnen überhaupt nichts verraten. Das ist alles vollkommen lächerlich. Sind Sie jetzt endlich fertig? Noch nicht ganz. Schließlich sind alles Vermutungen, die ich äußerte, kein schlüssiger Beweis. Vielleicht war es so, vielleicht nicht.
Eine Kette ohne Anfangsglied. Uns fehlt das Motiv zum Mord an Dr. Bergius. Na bitte. Damit ist Ihre ganze schöne Theorie hinfällig. Wir mussten uns fragen, welcher Arzt bringt einen Patienten um? Warum? Im Fall Dr. Bergius schienen uns Hass und Rachsucht die wahrscheinlichsten Motive. Geld schied aus, obwohl wir feststellen konnten, Herr Dr. Bergius ein außerordentlich vermögender Mann war. Aber der Täter konnte nichts erben, denn die Erben schieden als Täter aus. Es musste etwas sein, das weiter zurücklag. Hier in der Klinik war für uns nichts mehr zu holen. Wir mussten uns bei Dr. Bergius selbst umsehen. Das haben wir getan. Und wir erfuhren dort, dass Herr Dr. Bergius über ein beträchtliches Vermögen verfügt. Ich sagte schon, er betätigte sich nicht nur als Anwalt, sondern auch, sagen wir, als Kreditgeber, als Privatbankier. Und er war ein unangenehmer Gläubiger, korrekt, aber hart und unerbittlich, wie mir sein Kompagnon erzählte. Auch gegenüber einem Schuldner mit Namen von Stack, Fräulein Doktor. Friedrich von Stack, Ihr Herr Vater. Die beiden hatten sich gekannt, lange. Vielleicht waren sie sogar Freunde gewesen, trotz des recht großen Altersunterschiedes. Einige Briefe schienen das anzudeuten. Zumindest der Vater muss es geglaubt haben. Er hatte sich geirrt. Er merkte es, als er in Schwierigkeiten kam, als er um Zahlungsaufschub bat. Bergius war ein Blutsauger, ein Halsabschneider. Er war der Verbrecher. Herr Dr. Bergius kannte kein Mitleid und er sah wohl auch die Chance, relativ billig einen großen Besitz zu gewinnen. Er drohte mit dem Gericht. Er kannte ja alle einschlägigen Paragraphen. Möglich, dass die Geschäfte des Herrn von Stack nicht ganz sauber waren. In den Akten des toten Rechtsanwalts stehen Sätze, die auf eine Anzeige wegen betrügerischen Bankrotts hindeuten. Aber wir wollen darüber hier nicht rechten. Kurz, Ihr Herr Vater, Fräulein Doktor, war ein zerstörter Mann. Sein Besitz und seine Ehre waren in Gefahr. Und er war nach Begriffen erzogen worden, die ihm nur einen Ausweg offen ließen. Er hat sich erschossen. Das ist lange her. Sie selbst waren damals noch ein junges Mädchen. Bergius hat meinen Vater erpresst. Er wollte das Land, die Wälder. Er wollte mich. Nur deshalb hat er überhaupt die Kredite gegeben. Er hatte meinen Vater in der Hand. Und als er nicht bekam, was er wollte, da hat er es sich genommen. Das mag alles sein. Zweifellos hätte Bergius milde walten lassen können. Er hat es nicht getan. Jahre später erkrankte er an Tuberkulose. Eine Hirnhautentzündung kam hinzu. Er wurde behandelt. Sein Zustand besserte sich. Man verlegte ihn hier in dieses Sanatorium, wo Sie, Fräulein Dr. von Stack, Stationsärztin sind. Er hatte keine Ahnung davon. Und er konnte auch nicht wissen, dass jemand Friedrich von Stack noch rächen wollte, nach so vielen Jahren. Ich habe ihn gehasst. Und ich würde es wieder tun. Wir standen wie betäubt. Die Stack bewegte sich. Zwischen mir und Pinkus war eine Lücke. Ich wollte noch schnell zugreifen, aber ich konnte sie nicht mehr fassen. Mit einem katzenhaften Sprung schnellte sie über den Zinnenkranz. Auch Noges kam zu spät. Unter uns hörten wir den Aufschlag. Professor Bierstein war als erster unten. Edeltraud von Stack lag neben der Luke, durch die sie mich gestoßen hatte. Sie lag auf dem Gesicht, die Arme ausgebreitet, still. Bierstein kniete neben ihr, dann richtete er sich auf. Tot. Ich lasse Sie holen. Wir gingen zurück ins Sanatorium. Niemand sprach. Ich sah noch einmal zum Turm. Würde ich wieder hinaufsteigen? Sicher nicht. Vielleicht heute Abend schon? Vielleicht. Wenn Petra mit mir... Ach, ich könnte sie gleich einmal fragen. Frauen sind ja
So unberechenbar. Oder? Wolfram? Mhm. Jetzt haben wir die Täterin alles aufgeklärt. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass es nicht Dr. Pinkus ist. Ich weiß auch nicht warum, aber ich dachte mal so, der bleibt so shady und irgendwie, ja, hat er sich öfter. Aber der war mir so sympathisch, deswegen war ich jetzt ganz froh, dass er es nicht ist. Wie zufrieden bist du mit dieser Auflösung? Das ist jetzt eine gute Frage. Auf eine Art bin ich nicht ganz so zufrieden, weil ich irgendwann sehr gerechnet habe damit, dass es die Freifrau oder die Freifräulein Fräulein Doktor reicht. Dr. Edeltraud von Stack jedenfalls ist. Und dann dachte ich, vielleicht hat das Hörspiel noch eine Wendung in petto für mich. Doch, ich war mir doch nicht ganz sicher, ob es doch Petra sein könnte. Das ist doch immer wieder schon in der allerersten Szene da Richtung Wasser, also Richtung Sanatorium steigt, noch mit dem Wasserturm, mit dem gelben Kleid. Und sie war auch in vielen Szenen dabei, wo sie Sachen mitgehört und mit besprochen hat. Eben auch bei dieser Szene, wo sie quasi im Hörspielstudio mehr oder weniger sind. Sondern, genau, also mit der Gegensprechanlage. In der Gegensprechanlage war ja auch sie dabei. Deswegen war ich mir da lange nicht so ganz sicher. Und jetzt wird sie doch sehr klar aufgelöst, dass sie einfach ein romantisches Interesse hat und so weiter. Genau. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Und auch den Bierstein hätte ich mir auch noch vorstellen können. Das ist so Mastermind-mäßig. Wobei, ja, er hätte dann wie selber die Theorie geliefert für den Mord am Anwalt. Nein, das ist schon gut. Also mir ist jetzt so ein bisschen schade, mir ist das Freifräulein einfach sehr ans Herz gewachsen, die Szene, wenn sie zusammen diese ganzen süßen Liköre hinterkippen. Wobei es eigentlich auch schön ist, dass man dann merkt, okay, wie soll ich sagen, die ist mir ans Herz gewachsen. Das war eigentlich ein bisschen eine gemeine Szene, weil es war, ja, jetzt kommt endlich mal jemand und trinkt mit ihr und niemand wollte sonst mit ihr was und sie scheint so ein romantisches Interesse an Dr. Bolt zu haben, aber eigentlich war da schon manipulativ unterwegs und war es eigentlich schon gut. Nicht einfach so ein armes, bedürftiges, älteres Fräulein, zu dem niemand kommt. Wenn du die Szene gerade die nochmal hörst in dem Wissen, dass sie die Täterin ist, dann füllt sie ihn halt ab und holt sich ganz bewusst die Informationen, wie viel hat er schon wem erzählt, was hat er vor und schmiedet dort den Plan, ihn zu beseitigen. Das hört man dann ganz deutlich. Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, sind ja doch noch alle Player im Spiel gewesen. Ja. Genau. Das stimmt schon. Oder beziehungsweise seine Hoffnung hat immer noch gelebt, dass es aus diesem Kreis noch die überraschende Wendung gibt. Und das ist es, glaube ich, so ein bisschen bei mir, wo ich ein ganz klein bisschen enttäuscht bin. Und zwar, dass es diese Vorgeschichte von Frau Stark so wichtig ist und die mir vorher nie so eingeführt wurde. Es wird zwar irgendwie klar gemacht, die kommt aus besserem Hause und so und sie ist so ein bisschen Etepetete, aber es gab sonst keine Verweise auf ihren Umgang mit Geld, ihre Ehelosigkeit oder irgendwas, was das noch so ein bisschen anders motiviert hätte. Das muss sie uns jetzt alles erzählen und gestehen. Das schmälert für mich ein bisschen. Dankbar, ich bin froh, dass sie es macht und so. Wobei ich nämlich den Rest ganz schön fand, wie gerade dieses Motiv mit der Taschenlampe hinterm Fenster. Das war ja auch eine nicht versteckte Szene, sondern die war ja schön ausgespielt. Das war im ersten oder zweiten Teil, also früh, ne? Ja. Und da wird es ja lange von den beiden thematisiert. Es bleibt bei uns schön als Bild hängen, aber total harmlos. Und danach das zu nehmen und zu sagen, Sie sind der einzige Dr. Bolt, der nicht wissen konnte, wo sich diese Lampe befindet, finde ich eine schöne Auflösung. Genau, fand ich toll, aber die Leidensgeschichte war mir dann eben so ein bisschen zu überraschend. Und den Freitod der Freifrau, das finde ich dann einfach... Aber das brauchst du ja fast für die... Ja, finde ich trotzdem schade. Wirklich? Aber sind wir wieder vom Lungensanatorium weg und sind im Waldsanatorium. Es hat eine Aussöhnung gegeben. Die Übeltäterin hat sich selber gerichtet. Damit ist irgendwie auch schon der Gerechtigkeit Genüge getan. Nein? Da glaube ich doch ans Justizsystem. Die sollte doch einfach ein paar Jahre ins Gefängnis. Und dann kommt sie so als Pfefferminzlikör schlürfende Hexe. Nein, aber ich finde, sie ist ja eigentlich keine Hexe. Das ist tatsächlich auch das eine, was mich auch etwas wundert. Ich finde sogar den Mord, den sie begeht, an dem Anwalt, den finde ich total, doch, ich finde den glaubwürdig, muss ich schon sagen, mit der ganzen Begründung. Aber dass sie dann so, doch, finde ich, recht herzlos die Schwestern tötet und auch den Bolt umbringen will, das hat mich dann doch überrascht. Ja, das ist doch... So jetzt im Nachhinein. Elternhaus. Ja, aber die ist aber nicht... Nein, aber du hast schon recht. Die ist ja keine kaltblütige Mörderin. Ja. Die wirkt ja so einfach sehr
vom Schicksal gebeutelt und dann kommt zufällig, begegnet sie diesen Menschen wieder und dann ergreift sie da die Chance, aber jetzt nicht keine, die links und rechts, finde ich jetzt noch kaltblütig die Leute noch über die Klinge springen lässt, weil sie im Weg stehen. Naja, pass mal auf, die Oberschwester bringt sie schon um, bevor sie überhaupt ihren Mord begangen hat. Ja, also, kannst du noch verhindern. Ja, Okay, also die ihre können's noch Taten sprechen eine andere Sprache als du hast dich offensichtlich von ihrer netten Ausdrucksweise und Ja, ein bisschen beschwipsen lassen. Genau, überzeugen lassen. Da steckt schon was Eiskaltes auch in ihr. Stimmt, von den süßen Oder Likern. zumindest was Konsequentes bis zum Schluss und damit ist es dann auch die Selbsttötung. Logisch in ihrem Weltbild. Keine Ahnung, ja. Ja, aber sonst, ich freue mich auf ein Wiederhören mit Hans Gruhl. Ich auch. Schön. Auf jeden Fall. Dauert noch ein bisschen. Keine Eile. Wir haben jetzt noch eine freudige Ankündigung zu machen. Und zwar ist nächste Woche der 3. September. Das ist schon mal ein Grund zum Feiern. Und gleich doppelt. Da steht nämlich das Radio SF1 und SF2 Kultur den ganzen Tag im Zeichen des Hörspiels. Denn wir feiern 2025 100 Jahre Schweizer Hörspiel. Und den ganzen Tag live im Radio könnt ihr viele Sachen hören, auch im Hörspiel-Podcast, unserem Schwestern-Podcast. Und wir werden auch im September und Oktober nochmal wirklich bemerkenswerte Kriminalhörspiele aus 100 Jahren Schweizer Hörspiel bringen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das eine schwierige Aufgabe ist, weil wir ja nur bemerkenswerte Hörspiele aus den letzten 100 Jahren bringen. Aber wir haben wirklich versucht, nochmal Sachen zusammenzusuchen, die weit, weit in die frühe Geschichte zurückgehen. Und ansonsten, in welcher Form auch immer, das erklären wir euch oder erzählen wir euch dann, herausragende oder bemerkenswerte Hörspiele, Krimi-Hörspiele zu programmieren. Genau. Freue mich drauf. Ich mich auch wirklich sehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.